Damen und die Herren, ich alle gut mit dieser Pressekonferenz zu begrüßen, wird notamment Reunion zwischen der Regierung und der Sozialpartner vom 25. Juni auf den 11. Juli betreffend den Index geht. Der Staatsminister wird an dieser Reunion klargestellt, dass die Regierung den Index nicht will aufschaffen. Die Indexmodulation soll aber bis auf weiteres ausleihen. Aber klar also doch, dass das Lösung ein Ende vom normalen Indexsystem bedeutet, für bis 2011 en vigueur wäre. Ende 2011 von 2012 hat die Regierung dezidiert, den Index zu modulieren. Das ist dann ein Umfeld, wo die Inflation relativ hoch ist. 2010, 2011 3,4%, 2011, 2012 ungefähr 2,7%. Das Modulation wird dazu gefördert, dass die Indextranche an einem Aufstand von 12 Monaten ankreiert ab 1. Oktober von den Jahren 12, 13 und im Prinzip auch 14 sollten erfolgen. Nur als aber ein wesentlicher Parameter ernst, die Inflation ist stark zurückgegangen, 2012, 13 1,7%, und nur für 14 sogar nicht mehr 1%, ist 0,9%. Das hat dazu gefördert, dass die letzte vier gesehen Échéance im Oktober 2014 gefällig ging als an die nächste Indextranche recht am Anfang 2015 erfährt. Es ist also klar, dass das Regierungsdecision viel mehr ein Ausdruck von politischen Willen von unserer Regierung ist, wie eine Anpassung an die aktuell stark rückläufige Inflation. Das beseitigt noch dadurch, dass an den Evaluierungen von der Regierung von einem DD Moyen von 12 Monaten zwischen den Indextranchen bis 2018 geschwärzt wird. Also bei einem Abgehen von der Inflation, Modulation vom Index programmiert ist. Aussuchen, wenn der Index als kein Thema mehr oder den Index als aufgehakt, sind also falsch, viel mehr Geld. Den Index als so lange kein Thema mehr, wie die Inflation ganz klein moderat ist. Wenn die Inflation umzieht, da spielt den automatischen Inflationsausgleich, ob man es teilweise nicht. Froh, ob in nur einer Modulationsphase von 2012, 2014 an einer bei Bedarf ungekündigter Modulation bis 2018 der Retour an den normalen Indexsystem wird fallen, stellt sich also noch rein hypothetisch. Das ist besonders, weil die programmierte Modulation bis 2018 um die Konsideration von der dann aktuellen ökonomischen Entwicklung wird durchgezogen. 50% von den Salarien hier im Land und nehmen den Indexsystem für ihre Kaufkraft zu erhalten. Das Leute riskieren an dieser Konstellation perdant zu sein. Für die anderen 50% können die durch Kollektivvertragsverhandlungen, also durch lineare Lohnabwässerungen oder durch Mechanismen am Kollektivvertrag wie Biennalen, das Kaufkraft auf Band stützen. Die Erfahrung ist aber nur an der Südologie gemerkt gehen, mit einem ganz negativen Kollektivvertrag, den die Leute an den nächsten Jahren richtig zu wird kosten. Wie ich schon gesagt, kann ich feststellen, dass ein Index kein Thema mehr ist, unter der Kondition, dass wir eine ganz moderate Inflation haben. Ein Indexsystem, so wie wir erkennen, den also komplett spielt, an einer Ausnahmesituation durch einen Tripartitsakkord kommt und die ökonomischen Gegebenheiten angepasst gehen, den Index wird durch den modulierten Index ersetzt. Für den LCGB also bleibt das Modell von der Tripartit der wichtige Weg, auch besonders für den modulierten Index an eine Counterpartie geht, die das Salarien wie zugestanden gehen, das ganz besonders am Bereich der Aufsicherung von ihrer Existenz. Diese Situation stellt aber für Salarien aus dem Privatsektor ein Problem dar, weil neben dem Kaufkraftverlust durch die vergangene Indexmodulation an eine schwierige Kollektivvertragspolitik oder auch die anderen Regierungsdecisionen wie die Reform vom Bursensystem für Universitätsstudien, eine ganz besondere TVA-Regelung, Familien und Rentner werden stark belastet. Dabei bedeutet eine Belastung für die Kaufkraft auch ein Menace für den Konsum und damit für den Teil der Ökonomie, die von diesem Konsum lebt. Außerdem
werden sich dann in den nächsten Jahren beweisen, was für Auswirkungen des TVA-Regelung auf den Handelsstand der Lützelburg an der Großregion hat. Auch als Gewerkschaft sind wir beunruhigt, wenn die Regierung Decisionen hält, die sich als investitionshemmend oder schädlich erweisen. Die TVA-Regelung am Logement wird bestenfalls die Loyer nach weiter hochtreiben oder schlimmstenfalls als Konsequenz, dass Männer Wohnungen gebaut werden. Am Hirsch wird die Regierung dann Sozialpartnerin gesehen, am Hinblick auf die Reduzierung vom Staatsdefizit. Der Premierminister wird Teil von der Vorher geschwert, die unbedingt musste gelegt gehen, für bis 2018 das Budgetsequilibrium zu realisieren. Bis 2018 mussten am Staatsbudget 1 Milliarde Euro umstrukturiert gehen, also abgespurt oder mehr abgeholt gehen. Es ist nur als Süß gewusst, dass durch die TVA-Regelung 300 Millionen Euro mehr abgeholt wurden. Decisionen, was die anderen 700 Millionen geht, stehen noch aus. Aber die angekündigte Steuerreform, die rezente Diskussionen um Sozialprestationen, aber besonders unter dem Kammergeld, dürfen nicht mehr Belastungen für Salarien am Privatsektor feiern. Außerdem muss aufgepasst gehen, dass der Steuerbedarf vom Patronat gegen den doch stark beschriebenen Indexsystem nicht zu einseitigen Zugeständnissen von der Regierung am Bereich von der Budgetkonsolidation oder an andere Sujets feiert. Patronat trägt nämlich eine große Verantwortung an einem Sujet, den als alle Leute stark beschäftigt, den aber erstaunlicherweise an den letzten Reunionen mit der Regierung nicht mehr einen untergründenden Troll gespielt wird. Der Schulmarsch an der Jugendschulmarsch. Denn da hat sich die Befürchtung, dass diese Schulmarsch nachher klappen. Wir haben kein Instrument für wirksam gegen diese Problematik umzugehen. Politik des Arsch und Garantie Jeune gehen in die richtige Richtung, sind aber viel zu zaghaft, für halt konkrete Resultate vorzuweisen. Denn als CGB wird sich Evaluierungen an Prinzipien klar durchgeführt. Wir sind der Meinung, dass eine Vorgehensweise für die Leute, rapid um die Passage durch die Schulmarsch auf einen neuen Platz zu bringen, die richtig ist. Das bedingt aber ein Umdenken vom Patronat. Die Employer stehen hier an der Responsabilität. Auch im Bereich des Jugendschulmarsch sind Initiativen vom Ministerium du Travail ausgeschafft gehen, ein nächster richtiger Schritt auf einem langen, erschwerlichen Weg. Wir brauchen heute eine Briefkonzertation an das Engagement von allen Konzernierten, die Strukturen an den einzelnen Sektoren von der Ökonomie abzurichten, die vom Schulmarsch menaciert gehen, sehr bei den Employer weiter zu vermitteln, Umschulung und Weiterbildung als Teil von dem Prozess zu verstehen und gezielt anzusetzen, wo das nötig ist, die Ausgliederung von Jungen mit schlechter schulischer Ausbildung an der Marché de l'Emploi durch eine Formation en Alternance oder sur le tas zu realisieren. Außerdem muss auch duale Ausbildung der Lehrer am Betrieb relanciert gehen. Ein Überdenken vom Rolle von der Ökonomie solidär für die Leute, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr am Arbeitsmarkt zu platzieren sind, ein sinnvoller Arbeitsmarkt Erhalt von ihrer Remuneration zu garantieren, als ein anderen Defi an diesem Bereich. Politik, die aktuell aber an diesen Domäne gemerkt wird, als falsch, weil wir einzelne sinnvolle Elemente wie die Reemploi oder Präretretner vorstellen und du da alles noch mehr schlimm machen. Schlussendlich bleibt eine später Überzeugung, dass so eine Konzertation nicht mehr am Kader von einer Tripartite stattfinden. Die Regierung möchte einen Denkfehler, wie sollen wir transversal können resonieren, wenn wir Züge getrennt wollen ausschwätzen, ohne darum zu denken, dass hier aber ein Element mit dem anderen vernetzt ist. Wir werden alle Gründen die Überlegungen der Regierung für Trente am Hirsch nach schriftlich unterbrechen. Der LCGB will auch von dieser Pressekonferenz davon profitieren, für sich am Punkto Ausnahmewahlrecht klar zu positionieren. Wir haben das Zentralkomitee vom LCGB am März 2013 mit dieser Frage befasst. Wir hatten noch zu diesem Zeitpunkt ein Interview mit verschiedenen Europadeputierten für das Frage auch aus dem europäischen Blickwinkel zu betrachten. Lützeburg würde den größten Anteil von Aufnehmern, die nicht die Lützeburger Nationalität tun, unter 50%. Lützeburg
stu noch immer für die europäische Integration an hue den Europagedanke gelieft erweitert. Wir sind der Meinung, dass es nicht gesund für als Gesellschaft ist, weil Leute, die teilweise während Jahrzehnten in eurem Land Leben erschaffen, aber zum Reichtum vom Land beitragen, aus der politischer Decision ausgeschlossen gehen. Das wäre also gut, weil Lützeburg auf diesem Bereich oder mehr in Demokratie gefahren und gefliehen. Das Zentralkomitee vom LCGB wird sich am März 2013 unanim auf Farbe vom Ausländer Wahlrecht ausgesperrt. Detailer müssen aber noch geklärt gehen, weil zum Beispiel Durée de Residenz und der aktiver passiv Wahlrecht umgeht. Wir werden als eine breite, freie Diskussion an der Lützeburger Gesellschaft über den Sujet auf keinen Fall eine Situation, wo halt noch die nächste für die Leute gespielt wird. Im Prinzip ist das Referendum der schlechte Weg, für das Leute können objektiv zu diskutieren. Das ist so eine Schmerz für Aufmerksamkeit, aber davon da gebe ich noch gerne drüber. Direkt zum Ausländer Wahlrecht, wenn wir schon dabei sind, die Regierung hat schon will, dass nur dem Referendum, bei dem die Regierung selber auch wird so ein präzises vorstellt, wie ein Antwort das 3 soll beginnen, egal wie das Referendum ausgeht, nur für uns zu machen, das will ja schon nicht passieren. Ich fand das ein bisschen komisch am Anfang, wenn sich nur anders ausstellt. Die Regierung sagt, wir sind 4.000 Wahlrecht werden aber du gehst, und die Regierung möchte da weiter. Das ist eine Situation, die so ungewinnt ist. Ich kann an dem Psyche immer so, dass man mal Minister Bratz eine Reunion hatte, wo man dazu hochgeschwärzt haben. Wir sind bereit, mit der Regierung an die Diskussion hier im Land für sich abzuklären. Wir wollen eine Objektivdiskussion haben, und ohne Emotionen. Das heißt, emotionsfrei ran wollen, aber die dort froh, also ich schon als Vater vorstellen, den du wegstellen, die froh dankst und das befürchten die Ball ist ganz einfach aus, dass dort egal wie Emotionsbezug argumentiert wird und dann wird die sich keine Diskussion mehr empfangen. Wir tun eine Diskussion über ein anderes Niveau leben. Aber für uns ist die Frau zu wichtig, für sie nur emotional zu argumentieren. Wir wollen absolut am Objektiven und Argumentation handeln. Wenn sonst keine Froh mehr sind, da gebe ich euch für das Beste so, wir werden uns über die Vakanz mit beschäftigen, den Brief und die Regierung zu formulieren. Wir sind aufgefordert vom Staatsminister als Überlegungen im nächsten Jahr anzugehen. Und ich gebe da so, dass man so eine Pressekonferenz oder Rentrée auch mit dem Sujet beschäftigen.